Da haben wir's. Hallo? Hallo? Ja, Verzeihen Sie mir, ich klopfte und die Tür ging auf, also kam ich rein. ist schon gut. Und mit wem habe ich die Ehre? Ich bin Gus McPherson, Privatdetektiv. Ich wurde mit den hiesigen Mordfällen beauftragt. Wirklich. Ein echter Privatdetektiv. Und dem Akzent nach dazu noch Amerikaner. Damit wäre das Klischee ja wohl perfekt. Ich bin Mark Ackermann. Freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ganz meinerseits. Sie sind Brite, oder? Nein, Amerikaner, genau wie Sie. Ich habe allerdings einen Großteil meiner Kindheit in England verbracht, da mein Vater Botschafter ist. Daher der Akzent. Ich selbst bemerke ihn aber kaum noch. Mark, wer ist da? Bitte nicht bewegen, Apollina. Hätten Sie Zeit, mir ein paar Fragen zu beantworten? Wenn's nicht lange dauert, immer. Wie aufregend, einem Privatdetektiv zu begegnen. Es ist zwar eine Weile her, aber erinnern Sie sich an einen Besuch von Inspektor Skalnik? Dabei sollen Sie einen kleinen Streit mit ihm gehabt haben. War dem so? Ja, dem war so. Und dürfte ich erfahren, worum es dabei ging? Aber selbstverständlich. Er bezichtigte mich für die, wie sagten Sie gleich, hiesigen Mordfälle verantwortlich zu sein. Er bezichtigte Sie der Morde. Genau. Ist das zu glauben? Ich ein Mörder? Das ist doch lächerlich. Und hat er Ihnen seine Gründe dargelegt? Nicht wirklich. Er versuchte mich zu provozieren, aber er führte nur leere Behauptungen und keinerlei Beweise an. Aber am besten fragen Sie ihn selbst nach seinen Hypothesen. Tut mir leid, Sie das fragen zu müssen, aber haben Sie je eins der Mädchen anderweitig als für Modellzwecke beschäftigt? Unsere Beziehung war stets beruflicher Natur, Mr. McPherson. Ich habe keine von Ihnen je angefasst. Wie gesagt, bedauere ich zutiefst, diese Art von Fragen stellen zu müssen. Das bezweifle ich keineswegs. Mark, ich kann nicht mehr. Tja, dann will ich Sie nicht länger aufhalten. Ja, ich muss wieder an die Arbeit, bevor... Ich verstehe. Danke für Ihre Auskünfte. Kann ich vielleicht später wiederkommen, wenn Sie mehr Zeit haben? Sicher. Aber wie gesagt, kann Ihnen Inspektor Skalnik vielleicht eher weiterhelfen. Also dann nochmal, vielen Dank. Gern geschehen. Und viel Erfolg bei Ihren Nachforschungen. So, der hat uns auch nicht groß weitergebracht. Was haben wir da hinten? Ach so, da geht's durch zum Dessous-Laden. Inspektor Skalnik. Schauen wir mal, ob es da irgendwie was Neues gibt. Hallo, mein Freund. Herr McPherson, was kann ich für Sie tun? Ich möchte gern mit Ihrem Chef sprechen. Ist er da? Ja, das ist er. Wollen Sie ihn mit unangenehmen Fragen belästigen? Woher wissen Sie das? Nur so geraten. Gehen Sie nur zu ihm, mein Freund. Die Treppe hoch und am Ende des Gangs rechts. Danke.
Gibt's da irgendwas? Dieses Stuhldesign wird sich nie durchsetzen. Wer weiß. So, Treppe hoch und rechts hat's geheißen. Was haben wir da? Geht anscheinend nicht weiter. Aber wir wollten nicht rauf. Und da ist seid ihr. So, ist das der Skalnik? Davon hat bestimmt jeder welche. Kurz mal hier rundum schauen. Keine gute Idee. Er sitzt doch da. Noch. Inspektor Skalnik? Ah, da haben wir ja unseren tapferen Ritter. Sie Schlitzohr. Was wollen Sie von mir, Macpherson? Ich bin auf dem Sprung. Ja, dann spring halt. Ich möchte Ihnen gerne ein paar Fragen zu Mark, dem Künstler, stellen. Was ist mit dem? Nun, Sie haben mir gesagt, es gäbe noch keinen Verdächtigen bei diesem Fall. Aber dieser nette junge Mann sagt etwas anderes. Was sagt er denn? Er sagt, Sie würden ihn der Verbrechen beschuldigen. Darf ich fragen, warum? Nun, ich fand ihn verdächtig. Sie nicht? Es spielt keine Rolle, was ich dazu denke. Mehr Zeit habe ich nicht für Sie übrig. Okay. Könnten Sie mir wenigstens die Akten zu den anderen Opfern leihen? Nein, Macpherson. Warum nicht? Ich möchte nur einen Blick reinwerfen. Ich dachte, wir arbeiten Hand in Hand. Nein, das tun wir nicht. Im Gegensatz zu Ihnen arbeite ich für den Bürgermeister und nicht für Freudenmädchen. Es scheint mir also, dass wir für dieselbe Art von Kundschaft arbeiten. Meine Kunden haben allerdings Anstand und Ehrgefühl. Damit dürfte unser Gespräch beendet sein. Ich habe noch andere Dinge zu tun. Aha. Jetzt wird das Tor aufhört. Schleichen wir uns mal rundum. Da hat man ein Seil. Mhm, sehr toll. Ich muss einen Weg nach oben finden. Ein wirklich starkes Seil. Da mal Zeichnung vom Mörder von Vladana. So, irgendwas brauchen wir glaube ich noch. Ich muss einen Weg nach oben finden. Was haben wir da? Ein stabiles Stück Holz. Kann man das vielleicht kombinieren? Und schon haben wir einen Haken. Sehr gut. Und können wir den jetzt da aufwerfen? So, jetzt haben wir ein Büro. Schauen wir mal am Schreibtisch. Schlüssel.
Sonst nichts, den Papierfetzen braucht man nicht. Ja, natürlich zu. Schlüssel zum Öffnen von Aktenschränken. Sehr gut. Da haben wir noch so einen Ring. Ein Foto. Noch ein Foto. Jetzt sind wir gerade noch so davor gekommen. Jetzt schauen wir mal. Jetzt haben wir noch so einen Ring gefunden. Und die haben verschiedene Zacken da. Die brauchen wir bestimmt noch für irgendein Rätsel. So, jetzt schauen wir mal da. Tatortbild des Opfers mit abgebrannten im abgebrannten Viertel. Dann gehen wir mal ins abgebrannte Viertel. So, da haben wir naja. Ort. Die Brücke. Da gehen wir nachher hin. Jetzt suchen wir mal das abgebrannte Viertel. Und zwar da hinten.